Bonjour! Schon lange nicht mehr gesehen. Oh nee. Salut! Könnt ihr mich dann identisch lassen? Du passt aber auch immer auf interessante Plätze. Weil auch heute haben wir eine Flottgeschichte für dich. Ich weiß nicht, was in einem Lycée so spannend ist. Dat Hai ass net einfach ein Lycée. Nee, dat Hai ass de College. Ich habe noch keine Zeit für ein Spielerchen. Ich muss meinen Enkel aufholen. Ja, aber was mir dir erzählen wollen, interessiert doch bestimmt dein Enkelkind. Also, was mich interessiert, dass die Schelle da geschwurbelt und ich endlich fortkomme. Wo sind ich heute? Aber das ist natürlich laut. Du wolltest doch das endlich laut. Ja, mir soll am Schulhof lauten. Mein Leben will. Freier goufen Glocke von der Kirche gelaut, für das Kanner wussten, dass die Schule ging aufhängen. Du musst wissen, damals war das Lehrpersonal noch nicht so gut bezahlt wie heute und hat einen Nebenjob paternedisch. Dafür hat das Lehrpersonal auch nebenbei für die Kirche geschafft. Eine Aufgabe war es, neues Glocken zu lauten für die Masse. Das war immens praktisch, weil so wissen kann er dann noch die Schule aufhängen. Also, zu meiner Schulzeit sind es keine Schulmeister am Kirchturm. Ich meine, die kriegt mehr. Mario will. Kirchenglocken sind aufgelöst durch Klangglocken, die unter der Mauer von der Schule gemacht waren. Auch das Geschält geht mit der Zeit, wie du gesagt hast. Am Anfang des 20. Jahrhunderts kommen dann endlich die ersten vollautomatisch mechanischen Schellen auf den Marché. Von da an hat keiner mehr von Hand schellen. Also, die Geschichte von der Schelle hast du mir auch keinem am Schulhof erzählen. Du fährst mich nicht berichten, einer zu beamen. Ma will, du stehst da am Hof vom College. Da viel Geschält sind die zwei verrückt gemacht. Ma aber guck mal, was da oben am Bau steht. Atheneum. De College, respektiv Athénée de Luxembourg, wie den Lycée offiziell heescht, war rund 350 Jahre hier direkt neben der Kathedrale. Recht am Jahr 1964 als den Athénée auf die Gäseknäpsche geplündert. Ha! Bestimmt, dass der Schulmeister nicht mehr so weit hat vom Kirchturm zurück an die Schule. Ho, fühl du Witzbold! Nee, effektiv war es kein Zufall, dass das College im 1600 direkt neben die Kathedrale gebaut ging. Am 17. Jahrhundert war Dank nämlich groß, dass der Protestantismus zu Lützeburg ging Fuß fassen. Die Jesuiten kruten vom Papst einen Auftrag, für eine Kirche mit einer Schule an der Stadt umzurichten. Schüler sollten heute katholischer zugehen, für den Protestantismus entgegenzuwirken. Ja, aber war der College da wusste eine Schule für Pastoren und Pater? Nee, auch wenn die Schule zwar von Paterinnen gefördert ging, war den Athénée auch schon damals eine normale Schule für jeden. Boah, also nicht jeder konnte zu der Zeit an die Schule gehen. Nur reiche Familien konnten sich es leisten, hier Jungen an die Schule zu schicken. Richtig, weil eine Schulpflicht gilt erst seit 1881 heute zu Lützeburg. Also, aber wie war das mit Frau, dann nicht dürften an die College an die Schule gehen? Ja, trotz Schulpflicht goufen Schule, wo sich keine Mädchen konnten ummelden. Recht seit 1968 mussten Mädchen und Jungen nämlich an der Schule behandelt gehen. Und noch recht von da an konnten Mädchen an den Athénée an die Schule gehen. Hört den die Schelle da haben nachher mal nicht umgehen. Die Bufte könnt nie aus der Schule raus. Boah, wenn ich schon heim muss werden, dann erklären wir auch, wie weit das die eine College an die andere Athénée so. Und ich war am Baustunge aber Athénée um. Oh mei, den Athénée hat schon viel nehmen. Je nachdem, wen am Land so hat, wird den umgeändert. Die österreichische Kaiserin hat aus der Schule ein königliches Kollegium gemacht. In der Französischen Revolution und Napoleon waren den Collège Communal. Am 19. Jahrhundert als die Schule Athénée Royal genannt ging. Nazi-Deutschland hat der Schule in Deutschen umgehen Athéneum und Zanta Non-Krieg, also dann Athénée de Luxembourg. Da bleibe ich lieber bei College oder Athénée de Luxembourg.